Grüßt euch miteinander, Servus! Wir sind wieder mal bei einer Blindverkostung von Spezi und heute haben wir eine kleine Novität. Heute sitze ich gerade einmal allein da und der Rainer bringt mir die Spezis und ich probiere mal solo, wie mir die schmecken von 1 bis 10. Ich bin saumäßig gespannt. Wir haben 5 ausgesucht, also miteinander. Das sind schon interessante dabei, glaube ich. Und ich bin neugierig auf diese neue Art. Rainer, grüß dich. Grüß dich, Wolfi, ich komme da daher mit meiner Auswahl. Holst das einmal rein, holst einmal rein, tu ich die als Also Bedienung, das wollte ich schon lange mal. Wirklich, gell? Ja, mein Servus. Grüß dich. Gut ist, gell? Ja. Stell das einmal daher. Schön. Und, ja, du, das sind schöne Spätzchen. Ich bin so geblendet vom Licht, dass ich da jetzt farblich noch keinen Unterschied machen kann, aber das macht ja nichts, Das oder? macht gar nichts, weil du sollst das jetzt erst einmal schmecken. Ja, genau, und ich hab Durst. Magst du mir dann noch vielleicht ein Wasser bringen für zwischen Nein, eine? das Das war gut, weil wir wollen sie nicht verfälschen, gell? Wir haben das ja immer so gemacht. Vollkommen klar. Ja, das ist ein gutes Wasser, gell? Weil das ist schon wichtig bei so ungesunden Sachen wie am Spezi, da mag ich wenigstens dann ein sehr gutes Wasser von Mr. Water, Ich gell? hab's nicht ganz viel gemacht, weil Danke du sollst dir. ja Spezi trinken. Nicht Ja, Wasser, ist schon gell? klar, gell? Also dann, das ist ja nur zum Nachspülen und da tue ich mir meinen Ja, Untersetzer her, damit ich schön aufstehen kann. Ich bin gespannt. Wolfi, ich bin auch gespannt und jetzt gebe ich dir den ersten. Soll ich ihn da herstellen? Ja, jetzt stehen her. Ja. Ich schaue ihn an, gell? Ich schaue ihn einmal so. Er ist dunkel, muss ich sagen. Kommt mir eher so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt das richtig sehe, ich darf einmal sagen, der ist so ein bisschen Bronze fast. Hä? Farblich magst du da noch was sagen dazu? Ja. Also rötlich fast Da so. kann ich ein bisschen was dazu sagen, Wolfi, der ist fast ein bisschen Bronze. Ja. Ist so drin, oder? Willst du damit sagen? Halt einfach dein Wein und trink. Ja, riecht nach kräftig Cola. Das ist manchmal drin in so einem Spezi, habe ich gelesen. Ja, riecht auch süß. Auch Zucker ist drin, habe ich gelesen. Riecht auch kräftig. Schauen wir mal, wie Manche das sind schmeckt. das auch, habe ich gelesen. Ich kann ja mittrinken, ich habe ja für mich ein Begleitglas da. Aber Prost. gleich schon, ich habe ein bisschen weniger rein da, gell? Ja, ist halt einfach der Unterschied bei uns, gell? Du Genau. bist halt der Gesundheitsapostel Ja, richtig. und ich bin halt der Zuckerfetischist. Ich finde das grandios, was du für die Wissenschaft da machst. Und das endet nicht, gell? Also ich muss sagen, ich habe einen Durst, aber er hat auf den ersten Trunk, schmeckt er mir gut, aber nach hinten aus hat er eine leichte Säure. Siege ich genauso. Schon, gell? Ja. Aber der erste Schluck eigentlich schon, dass man sagt, klarer Ja. Spezi ist jetzt nichts Schlechtes drin, Ja. aber hinten aus kommt dieses Säurige und das macht ihn ein bisschen unrunder dann. Ja. Ich muss trotzdem sagen, ich finde ihn frisch. Ich finde ihn von der Kohlensäure her jetzt auch nicht extrem dominant. Da haben wir schon wirklich schlimmere Kohlensäure-Spezies gehabt. Er ist recht süffig. Er ist auch nicht ultra süß, finde ich. Ich bin jetzt gespannt, was du sagst. Ich finde ihn nur, wenn ich das so ein bisschen, jetzt muss ja der Kritiker kommen, gell? Der Reich Ranitzky, er ist ein bisschen wasserig. Kannst du da mitgehen? Auch? Kann ich für mich gehen? So ein bisschen was, so einen wasserigen Grundton. Ich sag dann ein bisschen mehr dazu, wenn du deine endgültige Expertise abgibst. Aber du sagst doch nicht, wovon das ist, gell? Das ist ja vorher. Ehrlich gesagt, wüsste das jetzt auch gerade nicht, weil ich habe es ja drin aufgeschrieben. Ja, das ist gut. Also ich trinke ihn jetzt aus, schmecken tut er mir schon. Ja. Aber das wird jetzt bei weitem kein 10er, 9er, also da sind wir weg. Er ist jetzt, er ist über dem 5er. Ich glaube, dass ich bin so zwischen 6 und 7, weil er mir eigentlich schmeckt, aber weil mir das Säurige hinten aus und das ein bisschen flache stört mir ein bisschen. Das ist für einen Zimmer. Ich gebe ihm 6. Ich bin ja immer der Kritische, ich gebe ihm 6 und das kann ein bisschen eine Tendenz nach oben sein. Okay. Also ein guter Spezi, den man trinken kann. Ich sage jetzt einmal auf dem Festel, wenn du Durst hast, wenn du Tecken schneiden musst, darfst du jetzt vielleicht sagen. Ja. 6 Punkte gebe ich ihm, schreibe ich jetzt gleich hin, verbrieft. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Darfst du sitzen? Willst du noch irgendwelche Charaktere oder Eigenschaften oder so hinschreiben? Also was ich da gesagt habe jetzt, Ja. ja, also er war halt für mich ein bisschen bleich, also, Bleich? also zitronig, ja. säurig, Dann sage ich nämlich noch ein bisschen was dazu. zitronig, säurig, aber was habe ich gesagt, bisschen Wasserig. dünn, Wasserig. ja, genau, also
Ja. Über dem Durchschnitt, aber jetzt keine Bombe. Okay, ja. Genau. Also ich finde ihn mit, Ah. ich find ihn mit 6 eigentlich schon relativ gut bewertet. Ich hätte ihm, glaube ich, keine 6 gegeben. Jetzt haben keine 6 gegeben. Ich glaube, ich hätte am höchstens einen 5 gegeben. Am 5er. Soll ich ihn hinschreiben? Am 5er Schreiben wir mal. mal hin, 5R für Rainer. Gell? Und wo stört jetzt die dran? Ja, das Zitronige, das schmeckt von Anfang bis zum Schluss durch, finde ich. Mhm. Gell? Also das... Keiner, was du sagst, Nein. Also da hätte ich sogar zum Rasenmähen noch bessere, aber beim Rasenmähen kriegst du ja alles, aber das ist der Vorteil. Da ist der Vorteil, ja, das stimmt. Ja. Und sogar ein Bazi, gell? Sogar ein Bazi, gell? Ja, da habe ich jetzt aber auch zum Glück kommen. Jetzt bin ich gespannt auf den nächsten. Gut, dann tue ich da mal die Nummer 2 her. Das ist Genau. dann deiner. Mhm. Ja, dann kriegst du auch noch so ein schönes Ja. Untersetzerl, gell? Ja, super. Ja, dann, Na ich dann. muss immer ein bisschen wegen dem Licht, also der schaut mir jetzt fast dunkler an, der ist jetzt, also der ist dunkler wie der vorige, der ist nicht ganz so bronze, nicht ganz so rot. Oh, der riecht ja brutal gut. Oh, Echt? zwar ganz anders finde ich wie ein Spezi, Gut. Na gut. der riecht kirschig. Weißt du, wie der riecht? Ja, aber mit Der riecht wie ein das- Jackie. Ja, genau. Eher Der ein riecht ja wie wenn ein Schnaps drin wäre. bisschen handig, so ein bisschen. Ja, das, Wenn jetzt jemand sagen, der magst du einen Jackie Cola, dann hätte ich sagen, das ist einer. ja. Da gebe ich jetzt einen Tipp ab, was das für einer ist, weil den habe ich mit der Susi getrunken. Und ich glaube, dass das der einzige ist, der so groß hat wie der. Ich glaube, das ist der Schwabo. Ich schreibe es mal hin. Okay. Schon beim Geruch allein? Ja, das sage ich beim Geruch allein. Der Schwabo war der Geruch, wo die Susi, das war sogar die Susi vor mir, die gesagt hat, der riecht ja wie Alkohol. Ja. Aber da mache ich jetzt wie bei dem Film, Boah. war das Mission Impossible. Aber ich habe gerne einen so einen, ich kann das weder bestätigen noch dementieren. weil du hast das weil eingeschenkt. weil gell? es einfach wirklich, ich schenke das ein und weg. Das ist sehr gut, wenn man Ja. es im Jetzt zeigen kann. Ja, ja. Das ist ja wichtig in Also, der Zeit. Weil möglicherweise- da ist wirklich Ja. segensreich. Den Ein wir mal Prost, ja. ankosten und dann schauen Dann wir trinken mal. wir mal. Wie gesagt, ich sage jetzt auch nichts, du sagst es. Also, sehr süß. Oh ja. Sehr Cola-lastig. Und dieses Jackie-Gefühl, das leicht mir weiter. Ich finde, der hat so kirschig ist er. Kohlensäure hat er wenig. Hat überhaupt eine. Es ist ganz wenig da. Und trotzdem muss ich sagen, finde ich den mächtig. Das war einer, da wenn ich jetzt einen Schuss runter da darf ich sagen, das war der perfekte Jackie. Voll. Der ist schon fast Cola mit Jackie fertig. Es fehlt nur der Alkohol da drin. Das stimmt. Der ist Aber beim wirklich, Neiriecher schon. es ist kein Spezi für Das mich. ist beim ersten Schluck, wo du nochmal so rein ziehst, hast du einen Jackie in der Nase. Vollgas. Ich finde den aber gut, wenn ich ehrlich bin. Das ist, bei weitem muss ich sagen, das ist kein Spezi für mich. Der hat jetzt mir fast zu wenig Kohlensäure. Aber der Geschmack ist so gut. Ich finde den, also ich bin jetzt normal nicht der, wo sich das extrem Süße braucht. Der hat eigentlich gar keine Kohlensäure, ehrlich gesagt. Nein, wirklich gar nicht. Aber trotzdem schmeckt er nicht abgestanden. Ein Jackie-Saft Ist weg von einem, weit weg von einem Spezi, ist für mich was Eigens. ist was anderes. Das ist der Schwabo, da bleibe ich jetzt fest dabei, weil ich glaube, ich finde den trotzdem gut, muss ich echt sagen, ich mag den. Ich darf mir den jetzt nicht immer kaufen, aber den, wenn ich jetzt sage, ich Jackie Cola, jetzt muss ich es nochmal, den darf ich hernehmen zum Mischen. Der ist echt perfekt. Du kriegst vielleicht günstig hergemischt. Du, das sage ich dann zu den Leuten, magst du einen Jackie Cola und dann habe ich nur so eine Schwabo-Dosen. Ja, ja, genau. Ay, super. Raffiniert bist du schon. Aber Noten muss ich geben. Also der kriegt von mir für die Besonderheit nicht wenig, weil ich den echt mag. Ich trinke den total gern munter. Obwohl der wenig Kohlensäure hat und mit einem Spezi nichts gemein hat, kriegt von mir, jetzt wirst du schauen, der kriegt 8 Punkte von mir. Ich mag den. Das ist was Eigens. Du weißt ja das bei mir, ich mag manchmal was Eigens. Ja, Aber wie gesagt, ich muss gleich, es ist kein Spezi. ja. Aber Wolfi, jetzt stell dir mal vor, ich hätte jetzt da drinnen Leberkas auspresst und hätte den in ein Glas lassen. Dann hättest du vielleicht gesagt, boah, das schmeckt mir ganz besonders. Das ist zwar keine Spezie, kriegt von mir 9 Punkte. Ja, aber das ist so was Eigens, weißt du schon? Also, was macht man, wenn man was Eigens hat, was einem schmeckt, wo sonst als Spezi verkauft wird? Ja. Ich kann ihn dann nicht abwerten. Ja. Nein, ich bleib dabei. Ich gebe dem 8. 8, ja. Ich mag den irgendwie. Finde den süffig. Ich darf man jetzt also ich mag schon die klassischen Spezi lieber, aber als Alternative. Mich wundert das so, Wolfi. Der hat alles, was du nicht magst, übermäßig süß. Keine Kohlensäure.
und trotzdem magst du Ja, weil das diese Noten ist. Ja. Ich finde dieses kirschig, fruchtige oder wie ich das sagen soll, das hat was. Ja. Also, ja, also man kann den trinken. Mir war ja bloß halt wirklich die Kohlensäure, die geht mir da voll ab. Ja, da war was, dass man einen Sprudler nimmt Ja. und sagt, man gibt dem noch Dass ein man bisschen so ein eine. bisschen reinpumpt. Ja, schade eigentlich, gell? Ansonsten, ich muss ihm jetzt da fast einen Vierer geben. Mhm. Ja gut, ich meine, wir sollen ja mal auseinander sein, gell? Ja, klar. Aber gut, jetzt trinke ich doch einmal ein Wasser. Jetzt muss ich den nochmal da rüberstellen. Und dann Genau, dann bin ich jetzt gespannt. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Also 4 gibst du ihm, gell? Ja, 4, ja. Das ist dann der dritte. So. Der dritte. Ja, ich sage ja nichts. Ich muss mich so zusammenreißen, dass ich nichts Ja, sage. das ist, also der ist jetzt ein bisschen heller wieder, ein bisschen wieder, fast wieder ein bisschen mehr in diesen Ton vom ersten. Geht er rein? Muss ich nochmal so her? Ah nein, da, das Licht irritiert er nicht. Das haben wir da haben. Ja, das ist ein klassischer Spezifarb. Riechen tut er jetzt ein bisschen nach Cola, finde ich. Kommt ein bisschen dominanter raus. Also Orangensaft rieche ich nicht so viel. Ja. Sauer riecht er auch nicht. Ja, grün, aber dann kann ich einen Zinken weiter reinhalten. Riecht jetzt Ja. Perlen tut er gar nicht von der Kohlensäure. Also da bin ich jetzt gespannt, ob da mehr drin ist, aber es ist fast keine Kunst nicht, oder? Es kann ihn keiner unterbieten, den zweiten. Entschuldige, passt schon. Ja. Er ist Cola-dominanter, definitiv. Interessant. Aber ich muss jetzt sagen, da war jetzt hinten noch kein ganz schlechter, war da noch nicht dabei. Der hat jetzt nach hinten kaum was Saures. Aber das, nein, ich sag nichts. Sehr süß ist er. Sehr, sehr süß. Mehr wie der zweite. Jetzt warte mal. Ein bisschen mehr wie der zweite hat er schon Kohlensäure, oder? Kohlensäure schon, aber Zucker kann keiner mehr haben wie der zweite. Da muss ich nachher schauen, was da Zucker drin ist. Wenig hat er aber auch nicht. Nein, weniger oder nicht. Also, wir wissen nicht, ob das so stimmt. Wir wissen ja, dass oft die Angaben nicht mit dem Empfinden übereinstimmen. Also ich finde, dass er sehr Cola-dominant ist. Aber er ist jetzt auch nicht schlecht. Ja, für mich ist ehrlich gesagt momentan der beste. Ja, es ist gut, ja. Aber auch nicht über einem Achter. Ja, sicher, ja. Schwierig. Ich mag ihn gar nicht einmal ganz so gern. Bei dem anderen habe ich einfach so extrem geschwärmt. Dass jetzt alles danach keine Chance mehr hat, gell? Aber er ist halt besser wie der erste. Deswegen kriegt er jetzt 7. Okay. 7 Punkte. Gebe ich ihm. Die hätte ich mir jetzt auch gegeben. Da gehe ich mit. Super, das ist doch mal schön, oder? Ja. Nein, der ist jetzt nicht, da kann ich jetzt gar nicht so viel sagen zu dem, wenn ich ehrlich bin. Der hat jetzt kein Looping drin, keinen Schwung, kein irgendwie, nichts was stört aber auch dafür. Ich darf jetzt sagen, er ist ein bisschen mehr Cola. Das ist das Einzige, was jetzt, vielleicht habe ich da den ersten noch stark drin, aber ich finde, dass den O-Saft schmeckst da nicht so richtig. Ja, vielleicht, wenn du fertig bist, dann Ja, sag ich noch dazu. weil ich fertig, Weil ich will ja. ja nicht beeinflussen. Nein, ich bin da fertig eigentlich. Ich meine, ehrlich gesagt, ich habe es 2 geschenkt. Ich weiß auch jetzt schon gar nicht mehr genau, wo was war. Aber ich kenne, glaube ich, die alle noch nicht. Von dem her ist für mich auch Wie neu, relativ oder? neutral, oder dann kann ich das schon werten. Ich würde jetzt einmal sagen, für mich jetzt der Beste, klar, sieht man auch, er hat ja was so süß, lieblich und ein bisschen ganz leicht muss ich widersprechen, weil er hat schon einen leichten Schwung drin, den ich da schon rausschmecke. Ich habe jetzt nichts mehr, kann man vielleicht nachher nochmal ausprobieren. Schon irgendwie so in der Mitte so ein bisschen was drin, nicht so stark wie Kandidaten, wo wir mir da kennen. Ja? Aber ja, Kann er den man verschmäht, oder? Nein, also das ist. Aber mit der Kohlensäure hat er jetzt auch nicht viel am Hut. Nein. Gell? Da ist jetzt auch nicht viel Dampf stimmt, dahinter. ja. Aber das siehst du, das ist nicht immer ein Kriterium. Ja gut, dann austrinken wir einen auch.
Trinkst du ihn aus, oder? Ja, wenn es ist der beste bis jetzt von dir, die musst du austrinken. Zweitbeste, ja gut, den Schwaber und das ist halt das eben, beste, ja. Mhm. wo ich meine, das ist der Schwaber, aber da gehe ich Ja. schwer davon aus. Einmal Nummer 4. So, ja, okay. Ja, der ist jetzt ein bisschen, ja gut, farblich sind die gar nicht so unterschiedlich alle. Also ich finde den jetzt fast am hellsten. Heller, gell? Halten einmal gegen das Lamperl. Ja, da, oh ja, da war er ja dann ganz hell. Ja. Wenn ich da her halt, ja, da war er Das ganz ist immer hell. häufig, wenn es jetzt gegen eine Oh, der schwarze, riecht nicht gut. wenn's gegen eine schwarze Wand hältst, ist er relativ dunkel. Stimmt. Danke für den Tipp. Ich hab meine Brille nicht auf, weißt du? Der riecht gar nicht gut. Nicht? Nein, der riecht sauer. Naja, Findest also, du nicht? da riecht Also, jetzt ich am wenigsten. Da, von allen. der riecht mir jetzt sauer an. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh. Der ist sauer. Okay. Hui. Also das ist jetzt für alle, finde ich, der sauerste. Na, ich darf ja noch nichts sagen. Aber das Problem ist, wenn du so viel Süße gehabt hast, dass sogar ein süßer saurer ist. Ich hätte einen anderen Ausdruck dafür. Oder leer. Nur einen anderen. Was sagt man da? Soll ich sagen? Sag's einmal. Ich finde ihn eher ein bisschen bitter herb. 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 Ich finde den gar nicht so sauer, ich finde ihn mehr herb. Ja. Also nach denen alle, die wir gehabt haben, ist mir jetzt der schlechteste. Ist jetzt auch nicht, ist jetzt kein dramatischer schlechter. Also um Gottes Willen, er ist jetzt nicht verkehrt. Man kann ihn auch trinken. Da haben wir schon viel schlechter nicht drin. Ja. Aber es ist jetzt keiner, wo ich sage, da komme ich über die 5 drüber. Ja. Ich sage, es ist ein 5 für mich. Ja. 5. Da bin ich dabei. Sehe ich eigentlich genauso. Das ist jetzt, wie gesagt, den trinkst, wenn du den kriegst, in einem Wirtshaus, schenken sie den ein, trinkst den fertig, aber du sagst danach nicht, wow. Da machst du auch im Wirtshaus nicht so viel Gedanken, weil dann hast du einen Schweinsbraten noch vor dir. Genau, Und, oder was anderes. Ja, was auch immer. Ja, genau. Aber ich mag ihn gar nicht ganz ausdringen momentan. Vielleicht stürmen wir auf Zeiten da. Das kannst du machen. Oh, jetzt muss ich schon mal weiter rüber, gell? Ab, ein Pix. Das ist jetzt, warte mal. Wir sind ja total schnell, gell? Ja, 5 haben wir ja noch. nichts mehr zum Hinstellen. Das ist aber jetzt der Abstand dunkelste von Hand. Ja. Ja, schon, oder? Ja, da hat auch so. Das ist, da habe ich extra noch Oh, ein der bisschen, riecht gut. Kohlen reingemischt. Wow. Der riecht grandios. Der riecht nach Kirsche. Ich rieche wenig einfach. Das war noch nie meine Stärke. Also der schmeckt mir ganz, also er riecht mir ganz gut. Der hat was drin, was ich noch bei keinem anderen gerochen habe. So Okay. ganz schwer, also beim Wein darf man wahrscheinlich sagen, so schwere Trauben, dunkle, Bouquet. Du wirst sehen, was ich dir nachher sage, in welchen, dass ich praktisch beim Einschenken noch was eingemischt habe. Ja, wahrscheinlich war es der, oder? Also der riecht oder ganz gut, kriegt er schon mal einen Pluspunkt. Dem habe ich mir nämlich die Hände gewaschen, bevor ich es eingeschenkt habe. Okay, weil er so gut ist. Ja, weil ich war vorne im Garten, aber ein bisschen draußen in der Kroden rumgewerkelt. Der ist grandios. Der schmeckt nicht mehr so, wie er riecht. Der schmeckt mir ausgezeichnet. Hoffentlich habe ich von dem noch einen. Der schmeckt mir ausgezeichnet gut. Hat die Auszeichnung. Der hat, also das ist jetzt eigentlich, muss ich sagen, auch schon wieder fast kein Spezi. Da ist irgendwas drin, was ich gar nicht kenne. Was ich gar nicht zuordnen kann. Aber ganz ein anderer Geschmack. Der geht schon wieder in die Richtung von dem zweiten. Also dabei, Ganz ja. was Kirschiges. Ein bisschen herb vielleicht sogar. Also da ist die Cola scheinbar sehr gut. Weil, also den mag ich ganz gern. Der schmeckt mir richtig gut. Ich bin jetzt echt gespannt, was da wovon ist. Also das ist ein ganz süffiger Spezi. Das ist jetzt der beste von den ganzen Tag.
Mir ärgert es jetzt fast, dass ich den zweiten 8, da gebe ich den rein. Okay. Gut. Den finde ich sehr gut. Ganz was anderes. Den möchte ich jetzt nicht immer, das ist ein maskuliner Spezi, glaube ich, darfst du sagen. Schreibe ich vielleicht einmal dazu. Wenn du fertig bist. Ja, maskulin, kirschig, süffig, anders irgendwie. Ich darf sogar sagen, das ist ein Spezi, der vielleicht sogar wieder mal eher aus dem Nordrhein-Westfälischen kommt, der nicht bei uns gemacht ist, weil der ein bisschen anders ist von der Art. Also 9 Punkte kriegt er und bei dir? Bei mir kriegt er 7 Punkte. Dass ihr mir Hand fast immer über dir liegt, Ja. das Das ist Strategie von mir. Ich will dich praktisch von deinem Thron heben, dass du immer der scharfe Richter bist. bist ja du Heinz, der Glanka Lambi und der Glanka Ranitzky, da bist du ein Ich bin. Klaus Kleber. Oh, das war jetzt bitter. Das Nimmst du jetzt zurück. Ja, ich nehme es zurück, Ja, weil das ist wirklich bitter. Ja. Weil das will keiner sein, außer er selber vielleicht. Ja. Nein, ich sage jetzt keinen mehr, du bist halt ein scharf, bist du irgendwie. Ich bin scharf, ja. Also du bist richtig scharf. Ja, also, was sagst du jetzt zu dem Spezi? Warum kriegt jetzt der nur 7? Weil er einfach mir nicht so gut schmeckt wie dir scheinbar. Aber das war jetzt nicht das, was ich hören wollte, vermutlich. Ja, ich meine, er ist jetzt nicht schlecht, aber er haut mir jetzt einfach nicht vom Hocker. Nicht, dass du sagst, den mag ich öfter. Den muss ich heim da. Eigentlich nicht, nein. Okay, gut. Also gut, man sieht, man kann heim da feit sich nichts, aber Vielleicht bin ich auch irgendwie so mild gestimmt, weil ich so glücklich bin. ja, bist du Wenn meine glücklich? CD fertig ist Ja, und alles, alles so passt. ja, aber ich glaube, du hast halt Urlaub. Du hast Urlaub, Ja, und ich deswegen hab Urlaub, ja. bist du mild gestimmt. Ja, genau, ich bin wieder so ein ganzer Ja. Mulder bin ich heute. Ganz müde. Jetzt bin ich gespannt auf die Auflösung. Oh ja, jetzt muss ich die erholen, den Ja, Zettel, die oder? musst du jetzt holen. Jetzt bringe ich den Ja, aus. fix, ja. Also, ich komme gleich wieder, gell? Und ich tue das mal auf 5 bei mir. Was bin ich, der obere oder der untere Renner? Untere, oder? Ja, der untere. Stimmt, ja klar, weil da fehlt einer, den ich nicht ausgetrunken habe. Ja, ich bin neugierig, Leute. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Also, ich bin sehr begeistert von der Rundenhand, weil da war zumindest kein ganz schlimmer Ausfall dabei. Jetzt bringe ich meinen ersten. Ja, wo ist das? Bringst du die Flaschen auch Ich gleich bringe mit? jeweils immer Flaschen mit. Oh, So. Spannung. erste Hey, Der da. der Löwenbräu. Der Löwenbräu Brauerei Passau. Da möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei der Löwenbrauerei. Es gibt 2 verschiedene von denen Spezies, und zwar einmal den in der brauner Flasche mit dem Stopsel, mit dem schönen Kronkorken. Den gibt es auch zum Schrauben von Erna. Haben wir auch geschenkt gekriegt. Ja, war bei mir ein 6er, also so ein guter Spezi, aber halt über den Durchschnitt, bei dir ein 5er, Ja. den man gerne mal trinken kann, haben wir gesagt. Absolut. Flaschen, was sagst du zu der, wenn wir schon gerade mal drüber reden? Ja, sehr So ein bisschen auf Retro gemacht, oder? modern, schlicht irgendwie, ja. Ja, ist okay. Sagen wir es einmal da noch, die Rückseite. Also ist ganz gut gemacht, finde ich. Kann man anschauen. Ich meine, mir haut es jetzt nicht vom Hocker, aber ist okay. Ja, irgendwie hat es was, weil es ein bisschen schlichter ist. Jetzt ist nicht immer so das klassische Orangen drauf und so. Man darf ihn jetzt nicht aus Spezi sehen. Wenn Ja. ich jetzt in den Laden geht oder der Vorbeilaufer, wenn ich einen Spezi suche. Ja, da darfst du wahrscheinlich jemand, das ist vielleicht ein Bier, Ja, oder? Unter ja. Umständen. Also außer, gut, ich meine, Vorbeilaufer bei so Groß-Cola-Mix ist dann auch schon wieder Kunst, aber man schaut halt eher auf was ein bisschen Dunkles. Ja, stimmt. Spezi. Ja, stimmt. Was mir gut gefällt, ist so dieses generelle Logo, das ist so ganz auf alt gemacht. Ja, mhm. Gibt es ja auch schon lange, die Löwenbrauerei. Also Ja, 10 Gramm Zucker hat er, kann ich noch ergänzen, wenn wir schon drauf schauen. Ansonsten so das Übliche. Orangen, Grapefruitsaft und Zitronensäure. Deswegen haben wir ja zum Schluss gesagt, ist ein bisschen zitronig, gell? Ja. Gut, okay, dann tun wir den einmal da herstellen. Ja, dann weiß ich nicht, ich komme dann gleich wieder weiter mit dem zweiten. Das Ja. ist jetzt schon ein bisschen Überraschung. Und zwar ist das. Ha! Es ist wirklich der Ja, Schwabo. nimm nur du. Also dann habe ich da recht gehabt. Ja, da hast du echt recht gehabt.
Beim Schwabo muss ich mich nochmal bedanken. Das habe ich von der Firma also geschickt gekriegt. Den habe ich schon ein bisschen daheim. Wir haben ja damals schon mal ein Video gemacht, Susi und ich. Ich glaube, du hast den noch nie getrunken. Nein, ich habe den noch nicht getrunken. Der Schwabo ist ein Getränk aus Mazedonien. Mazedonien? Also der wird da steht da drauf nochmal, Manufactured by Balkan Drinks. Also ist ein mazedonischer Spezi. Ich glaube, es gibt ihn in Deutschland noch gar nicht. Jetzt auf wollte ich dem mal Markt. fragen, kommen einen Kaffee wahrscheinlich dann? Ich glaube nicht. Also sie wollten den schon irgendwie bei uns einmal bringen, aber ja gut, der hat auch mehrere E's, was jetzt wir nicht so haben. Kann man es einmal sagen. Also der hat zum Beispiel als Farbstoff den E150D 160, E414 und E445. Das ist schon relativ viel für Spezi. Ja, also ich habe mal nachgeschaut, E414 vorher, das ist der Jackie. Ah ja, okay, super. Dann wissen wir das schon mal. Und da steht drin Duftstoffe. Das kann da wirklich dafür sprechen. Also aus Nordmazedonien. Die Dosen, witzigerweise schwarz-rot-gold. Es ist ja getrennt worden, Mazedonien. Es sind jetzt 2 Länder, Ja. deswegen Nordmazedonien. Finden auch so vom Optischen ganz cool irgendwie gemacht. Ist halt leider eine Dosen. Leider Dosen, ja. Darf bei mir schon mal rausfallen. Ja, weil Dosen halt vom energetischen her, glaube ich, auch, gell? Aluminium und so. Aluminium, ja, ich bin ein bisschen unsicher. Ja, War ja auch bei dir generell jetzt nicht so der Reißer, gell, mit 4 Punkten. ja, wie gesagt, kann man mal trinken auf eine Feier oder so, aber ja, so, also jeden Tag brauche ich den nicht. Ja, also interessant auf jeden Fall. War jetzt einmal ein Ausreißer von den ganzen Sachen, dass man mal so einen ausländischen Spezi hat. Auch eine tolle Sache. Also, Aber wir haben ihn trotzdem verstanden. Gell? genau, vielen Dank nochmal, gell. Wir haben ihn verstanden. Der hat Spezisch gesprochen. So, Ja, dann bin ich jetzt gespannt. Platz 3. Wow! Platz 3 ist der Ravilla. Ich bin überrascht. Ja. Ravilla, da fällt mir immer Nudeln ein. Stimmt. Ja, irgendwie. Also von der Flasche muss man sagen, das ist jetzt kein Kunstwerk. Ja, vor allem, glaube ich, ist die auch von dem Flaschenzyklus, wenn man die, keine Ahnung, 30 Am Mal Ende. hernimmt, ist die am 30. Mal jetzt. Die ist am Ende, ja, also kann man es einmal hinhalten, das ist jetzt nicht. Und ja, und sagen wir, es ist Emblem, ja, die klassische Orangen ist um. Ansonsten. Aber warte mal, da drin ist ein Smoothie, weil das ist grün. Ja, stimmt, also. Oder der Spezi ist schon sehr alt. Ablaufen da im Juni, also das darf jetzt noch gehen. Ja, also da muss man vielleicht noch ganz kurz erzählen, da haben wir eine sehr abenteuerliche Fahrt hinter uns, der Rainer, der Waltraud und ich. Da waren wir ja dann zum Schluss noch in Bruckberg, in der Brauerei. Und die haben ja dann nicht nur das Bruckberger Bier, sondern auch diesen Ravilla Spezi. Was mir, wenn ich jetzt im Nachhinein schaue, nicht so gefällt, da schwimmt, was in der Flasche siehst, das sind diese Breckerl. Ja, das sind Breckerl. Das ist immer was ich dann nicht so gerne sehe, ehrlich gesagt beim Spezi, aber das sind vermutlich diese, ja, was wird das sein? Das Johannesbrotkernmehl vielleicht, oder Weiß die ich nicht, Pektine. aber kann man umgehen, wenn man durch einen Kaffeefilter lässt vorher. Stimmt, genau. War bei uns beide ein Simmer, also durchaus gut trinkbarer Spezi, nur an der Flasche arbeiten wir noch. An der Flasche aber. An dem Schrauber, gell? Das stimmt. Da kann man noch ein bisschen was machen. Gut. Ja, dann, Hast du schon Werte gesagt? 7,7 war das. Nein, ich meine von Ah, Entschuldigung, da habe ich noch nicht gesagt, genau. Zucker, weil da habe ich gesagt, dass der 10 Gramm. 10 Gramm. 10 Gramm hat er, ja. Und was haben wir sonst noch drin? Sonst die üblichen Verdächtigen, also Orangensaft, also Orangensaftkonzentrat und Zitronensäure. Ja, da haben wir ja auch gesagt, süßlich lieblich hast du gesagt, einen leichten Schwung und für die war es da, also an der Stelle der Beste. Genau. Ja, gut. Ja, vielleicht mit dem letzten. Brauerei Wimmer, Bruckberg. Gut, dann hol ich meinen nächsten. Dann bin ich jetzt sehr neugierig, das waren jetzt 2 Fünfer, also die haben wir beide einen Fünfer hergegeben. So, jetzt habe ich ihn hinter mir. Große Überraschung. Wer ist es? Oh, da bin ich jetzt überrascht, ehrlich Schon, gesagt, weil ich mag den eigentlich. Eigentlich magst du ihn. Und zwar sogar sehr gerne. Ich habe von dem sogar mehrere daheim. Ja. Interessant. Ja, ich kann mich erinnern, du hast da auch gesagt, dass das ein ganz guter Ja, also da bin ich jetzt platt, warum der jetzt nur 2 Fünfer hat. Mei, kann jetzt natürlich sein, ja, ich habe eine andere Abfüllung. Also ich habe eine Abfüllung vom August. Vielleicht haben sie was dran gearbeitet. Weiß ich nicht, weil wir waren in Traunstein. Ja. Damals, wo ich den gekauft habe, den haben wir schon ein bisschen daheim. Und jetzt vor kurzem wieder. Und weil er mir geschmeckt hat, eben habe ich noch ein paar mehr heim da, weil ich habe damals schon ein paar Flaschen gehabt. Weil das ist der von der Brauerei Schnitzelbaumer.
darf aber ein bisschen zu dir passen, dass die, wo du dir in Massen haben tust, sind dann nichts mehr. Ja, komisch. Also da muss ich sagen, da bin ich enttäuscht jetzt von meiner Wertung. Oder aber es war halt einfach, ist wirklich die neue Mischung besser. Weil die mag ich eigentlich. Ja, kann natürlich sein. Können wir mal ausprobieren? Im schlimmsten Fall habe ich falsch aufgeschrieben. Und ich habe es anders eingeschenkt. Nein, glaube ich nicht. Aber wir können ihn dann nochmal probieren. Aber das ist jetzt echt schade. Okay. Flaschen selber gefällt mir gut. Wie schaut es mit Zucker? Der ist eigentlich ein sparsamer, der hat 8,7 Gramm. Das ist selten wenig. Das ist wenig und der hat 3% Orangensaftkonzentrat. Und hat einen richtigen Zucker drin. Kein so ein komische Dings, was auf dann Zuckercouleur oder sowas. Tja. Also und natürlich ein Traditionsspezie in einer braunen Flasche, die mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Ja. Ist jetzt nicht, Ja. also finde ich so ein bisschen 70er-mäßig, oder? Ja, das mit den Blubber-Dinger da, stimmt. So wie die Fliesen früher, gell? Ja, irgendwie, also mir gefällt der schon ganz nett. Also Brauerei Schnitzelbaumer, also kein schlechtes Getränk. Ja. Aber gut, ist einmal ja so, Aber gell? einen Fünfer müssen wir halt jetzt auch ein bisschen schön reden, gell? Den müssen wir, ja, also da bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt gespannt auf den, weil ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt da vorne war. Ah doch, ich weiß wieder. Du weißt das schon, oder? Ah, dann habe ich das sogar richtig gesagt, dass dieser Spezies erkannt aus Nordrhein-Westfalen, Genau. oder? Ja. Und da bin ich jetzt total baff. Weil ich glaube, ich habe den mit dir sogar schon mal einzeln getrunken Ja. und habe ihn nicht mehr ganz so gut in Erinnerung. Hast du dem nicht sogar mal einen Vierer gegeben? Aber nur bei einer Verwertung unter uns einander. Möglich, ja. Da hat er mir vielleicht nicht so geschmeckt. Der hat mir Veltins Fassbrause. Ja. Der ist ja so ein bisschen vielleicht nach dieser Kronbacher Fassbrause gekommen, oder? Ich finde die Kronbacher viel besser. Kronbacher ist viel besser, das stimmt. Trotzdem hat der von mir einen Neiner gekriegt, weil der war schon auch sehr eigen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn der Kronbacher viel besser ist und der hat einen Neiner. Ja, schwierig, gell? Ja. Ja, aber da siehst du mal, es ist ja doch eine Zeit dazwischen und ich habe zweimal Corona gehabt. Ja, Vielleicht bin ich gar nicht mehr in der Wertung richtig. Vielleicht muss man bei mir jetzt immer 2 abziehen. genau. Dann waren wir beim Simmer. Dann wird es wieder einfacher Ja, sein. vielleicht müssen wir auch 3 abziehen. Dann war das aber der bei dem Vierer ein ganz- Dreier und das war ein Fünfer und der Schwabo ein Sechser und der erste ein Vierer. Nein, ich weiß nicht, ob das passt. Ja, vielleicht nicht immer. Nein. Vielleicht passt es einfach. Also was einmal Grundsätzlich. spannend ist, wir haben 1,5% O-Saft und 1,5% Zitronensaft. Merkt man nicht, Nein. dass der so sauer war. Dann haben wir drin Gerstenmalzextrakt, also das spricht schon für diese Fassbrausencharakter. Zitronenextrakt, Vitamin C ist drin, ist natürlich super. Also wer Vitamin C-Spiegel aufbauen will, Mei, da hängen wir uns gleich Infusion hin. ich sage ja, das haut hin, fällt ins Farbstoff, Aroma, Koffein, also ist sogar Koffein drin, Johannesbrot, Kamel und Hopfen. Ja, und was hat er? Zucker? 8,2 Gramm. Das ist auch Das selten geht. Das ist die Brauerei Veltins aus Meschede Grevenstein. Ja, das muss ja irgendwo im Norden sein, Nordrhein-Westfälischen, gell? Genau, also Flaschen selber muss ich sagen, gefällt mir. Die ist bunt, die ist fällt ins Auge. Und Die er hat ist, 0,0% Alkohol. das ist sehr wichtig beim Spezi. absolut. Ja, Da das- kannst du nicht sicher sein heute, gell? Ja gut, das schreiben vielleicht so bekannte Brauereien drauf, weil dann jeder sonst meint, das ist ein Biergetränk oder so ein Biermischgetränk, Ja. oder? Aber so, was sagst du von der Flaschen? Ja, ist eigentlich spritzig, schön. Schade, dass sie halt so klar sind, weil das Ja. sind so, die klangen dann oft nicht ganz. Die Und dann Null- musst du der zweite aufmachen, dann ist es eigentlich zu viel. Ja, 0,33er, gell? Ja. Aber so ganz nett gemacht, ja. Also 9 Schön, und ja. 7 bei dir, ist ja auch gut. Ja, ist auch gut. Kann man nichts sagen, also den meine zuseln wir schon noch weg. Ja, dann werden wir schon den einen oder anderen noch Da, zuziehen. da freue ich mich jetzt, gell? Ja, dann, was gibt's abschließend zum Sagen? Ja, interessant. Also vor allem die eine oder andere Überraschung Ja, dabei, gell? das werde ich dann nächstes Mal vielleicht mit dir mal andersrum probieren, dass ich dann mal einschenke und du dann der bist, der gar nichts weiß. Das Ja. war doch, glaube ich, auch mal nett, oder? Dass du der Schankmeister Da bist. bin ich der Schankmeister. Da bin ich gespannt, was ich da einschenken darf. Ja, da bin ich auch gespannt. Schon, gell? Ja. Na Aber da dann. möchte ich dann auch ein bisschen mitreden, gell? Ja, Dass ja. du da nicht bloß so saure Hunde lässt. Ja, genau, das ist schon klar, gell? Ja, da suchen wir dann nur die Schwächen aus. Ja, genau. Und ich sag dir dann, ja, da können wir hin, das wären Granaten, gell? Und du denkst da dann schon beim dritten, ja, sag mir, wann kommen die Du Granaten, wirst mir nur so 3 Liter Discounter Plastikflaschen hinlassen. Ja, genau, nein, die haben wir schon weiter. Ja. Da kann ich wo mich wir- beruhigen. Das wird das erste Mal sein, dass wir eine Verkostung abbrechen müssen, weil ich es nicht mehr runterbringe. Ja, oder es kommt der Kiwi schon am Tisch oder so. Es wird dann erstmals gespielt am Tisch oder so. Ja, okay. Ich glaube, ich würde sagen, das passt, oder? Für Heinz. Sehr gut, ja.
Macht's es gut. Servus. Für euch. Ciao.